Freunde, ich habe ganz oft so einen Moment in meinem Berufsleben, wo ich mir denke, das ist deine Arbeit. Was ist passiert? Nein, das ist nur generell. Ich wollte euch fragen, ob ihr das auch jetzt auch auf den Podcast bezogen habt. Zum Beispiel, als wir darüber geredet haben, welche Autos wir gern daten dann, wenn wir ein Auto waren, habt ihr euch daran auch gedacht, für das kriege ich Geld. Ja. Das liebe ich einfach nur. Als ich unsere letzte Podcast-Folge geschnitten habe, bin ich bei meinen Eltern auf der Terrasse auf dem Liegestuhl unterm Sonnenschirm gesessen und habe mir gedacht, haha, das hören sie Leid an. Das, was du hier gerade machst, das hören sie Leid anhören. Wie dumm. Also nicht, dass die Leute dumm sind, sondern einfach die komplette Situation, dass ich mich mit meinen zwei besten Freundinnen zusammensitze, einmal in der Woche, wir ratschen und dann hören sie das Leid an. Ja. Hä? Und finden es toll. Herz unsere Privatgespräche. Hallo, das ist privat. Ja. Das haben wir euch im Vertrauen erzählt. Ich weiß ganz genau, Moni, dass das du weiter erzählt hast. Ja. Gott. In diesem Sinne. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen, liebe Wellensittiche, zu einer neuen Podcast-Folge. Folge 28 haben wir heute auf der Ketten. Leck Arsch. Da freut sich Anja. Endlich wird der 8-Fetisch wieder befriedigt. Na, so schön, das tut ja so gut. Also, boah. Sollen wir kurz rausgehen? Möchtest du kurz allein sein? Ich möchte kurz allein sein mit dieser Folge, ja. Alles Gute für die Wellensittich. Alle ganz kurz raus. Gut, wir schneiden jetzt hier. Und jetzt merkt jetzt gleich, dass ich wieder voll entspannt zurückkomme. Schön, dass wir wieder Okay, da war's sind. gut? Voll schön. Oh Mann, geht schon wieder gut los. Naja, hier sitzen wie immer eure drei Chief Wellensittiche, wie man neuerdings von so manch einem genannt werden. Das gefällt mir übrigens sehr gut, der Ausdruck. Ja, Ich finde, den ja. sollte man beibehalten. Ja. Nummer 1 Chief Wellensittich, nein, ich will es eigentlich gar nicht ranken. Ein Chief Wellensittich ist Anja. Ich will gerade sagen, wir wissen alle, dass Dres Nummer 1 ist. Servus. Und noch einer ist Dres. Hallo. Ich bin's. Und noch einer. Achso, ich hätte die vorgestellt, aber stell dich selber vor. Ich stelle mich selber vor. Und noch einer bin ich. Das hast du gut gemacht. Na, besser hätte ich es nicht machen können, hast recht. Ja, doch, war gut. Ich sollte einen Podcast haben. Ich bin Verena. Servus. Wollte ich noch kurz. Grüß dich, Verena. erwähnen. Schön, dich kennenzulernen. Grüß dich, Anja. Schön, dass ich da sein darf in dieser Runde. Ach ja. Es ist ja wieder nur schön, dass ihr wieder am Start seid, liebe Wellensittiche. Wir haben uns ja jetzt halt nicht gehört. Es gab ja jetzt eine kleine Pause. Wir hoffen, ihr habt einen richtig geilen Feiertag gehabt, dass ihr uns da stolz gemacht habt am Krug oder was auch immer ihr gemacht habt. Ihr wisst es ja nach wie vor gerne Updates schicken, weil wir kommen jetzt hier von einer großen Update-Folge direkt in die nächste große Update-Folge. Ja, haben wir vielleicht nicht so. Ja, mei. Ja, mei. Aber ihr müsst ja auf dem Laufenden bleiben, es hilft ja nichts. Daher, Genau. was habt ihr denn erlebt? Ich habe endlich Verena stolz gemacht. Oha. Ich war nämlich Schreinermeisterin Eder, Na. quasi. Ich habe ein bisschen gehandwerkt zu Hause. Wobei, Handwerken nicht so ganz. Ich habe endlich meinen Schlafzimmerstreichtraum erfüllt und habe Ui. die Wand hinter meinem Bett gestrichen. Leider hat es einen doppelten Anstrich gebraucht, weil es erst nicht dick hat. Ich weiß nicht, ob ich im Podcast schon erzählt habe, dass ich einen dunkelblauen Bogen hinter das Kopfteil von meinem Bett streichen will. Und dass aber immer verschiedene Dinge dazwischen kommen. Jetzt ist endlich passiert. Wir können alle aufatmen, wir können alle wieder ruhig sein, wir können vor allem wieder ruhig schlafen. Ja.
Genau. Und Gott sei Dank. den dunkelblauen Bogen, da die gern dann dekorieren mit goldener Deko, weil ich finde, dunkelblau und gold ist einfach eine wunderschöne Kombi. Und damit der Rest von meinem Schlafzimmer dazu passt, habe ich, wie der Handwerkerkönig, der ich bin, die Griffe von meinem Schrank abgeschraubt, weil die sind silber, und habe die Gold angesprüht. Ja. Aha. Sie schau an. So nämlich. Gold und Blau ist ja die Farbe der Königinnen. Echt, oder? Milady. So nämlich. Naja, was soll ich Ja, sagen? Royalblau sagt ja schon alles, oder? Naja, ich möchte ja nichts sagen, aber Ist es Royalblau? schaut's wie Ja. aus schon. Naja, also ich habe hier royalblaue Fingernägel. Oha, Geil. schick seid ihr ja. Ich habe mich gestern mit meine Schulfreundin getroffen und das Kind von einer Freundin sagt zurzeit anscheinend immer, es darf sein Zimmer gern Koboldblau streichen, also anstatt Kobaltblau. Und das finde ich sehr, sehr süß. Sehr lieb. Ich hoffe, der Wunsch wird erfüllt und es wird Koboldblau gestrichen. Das darf ich gut finden. Mein Bildungsstand ist auf jeden Fall niedriger als wie der vor einem kleinen Kind, weil ich weiß nicht einmal, was Kobaltblau ist. Es ist einfach ein sehr dunkles Blau, okay. ja. Aber ich finde, wir sollten uns alle gemeinsam dafür einsetzen, dass wir das ab jetzt nur noch Koboldblau nennen. Ich Ja. finde, das ist ein viel besserer Name. Ja, Das ist das lieb. ist cooler. Finde ich auch. Genau, das ist bei mir passiert. Und dann habe ich natürlich, Leute, die mir auf Instagram folgen, haben meine Angeber-Story schon gesehen. Ich habe natürlich sofort posten müssen, dass ich allein die Möbel in meinem Schlafzimmer herumgewuchtet habe mit einer Hand. So. Ey, es ist ja für mich kein Mit Problem. einem kleinen Finger. Jawohl, so nämlich. Genau, habe halt da umeinander zart und jetzt steht aber alles wieder an seinem angestammten Platz. Und ich habe auch schon einen Teil der Golddeko aufgehangen und ich finde es einfach nur schön. Ich liebe das, so daheim umzumrammen und zum Dekorieren. Das ist einfach toll. Kriegen wir da jetzt ein Foto, also wir alle, oder ist das was, wo man sich quasi reinschlafen muss? Man muss sie leider reinschlafen. Das, also da führt kein Okay. Weg dran vorbei. Sorry. Apropos, wie läuft's im Dating? Dann bin ich Ja, da gibt's keine Neuigkeiten leider. Ich habe aufgegeben. Ich setze jetzt alles auf den Almöhi. Wenn das nicht hinhaut, dann bleibe ich allein. Heute Und die das ist auch einfach zurückreden. Reden wir lieber über was Schönes. Verena, was war denn bei dir so los? über was Schönes. Ja? Das wird nichts Schönes, was ich euch jetzt erzähle. Warum? Oh. Ich bin ja sehr glücklich, dass ich heute hier sein kann. Dass ich es heimgeschafft habe. Ich habe nämlich einen Krimi, wenn nicht zu sagen, einen Psychothriller habe ich hinter mir. Ich war letzte Woche quasi geschäftlich mal kurz über dem großen Teich Hört. oben drüber. Und die Reise nach Hause. Was? Und die Reise nach Hause war ein Drama in mehreren Akten. Es hat so angefangen, dass wir erst einen Kurzstreckenflug von Ottawa, kanadische Hauptstadt, nach Montreal hatten oder gehabt hätten und dann von Montreal nach München. Jetzt war es aber leider so, dass dieser Kurzstreckenflug immer weiter nach hinten verschoben worden ist, sodass die Zeit zum Umsteigen in Montreal sowieso knapp worden ist. Dann war Boarding und es hätte aber alles funktioniert, wenn das Boarding funktioniert hätte. Es hat aber nicht funktioniert. Es hieß dann, der Flug ist nochmal verschoben um 1,5 Stunden oder so. Und dann war klar, okay, der Flieger in Montreal nach Minga, der ist weg. Mir noch 5 Tage von morgens bis abends Action und alle generell übermüdet und gechatlaggt, haben uns nur gefreut, dass wir uns jetzt in Montreal in den Flieger hocken, unsere Augen zu machen und unsere Ruhe haben. War dann aber nicht möglich. Dann standen wir da am Service Desk. Da waren wir jetzt eine Gruppe von 7 Personen. Dann haben wir geschaut, okay, wir sind sowieso automatisch umgebucht worden, waren dann halt erst sehr spät auf Nacht im Minga angekommen, haben dann quasi geschaut, ob es nicht irgendwie doch noch anders geht, dass wir früher daheim kommen. Ja. Dann war das für die ersten 2 Personen möglich. Die haben wir dann umgeleitet über Lyon nach München. Ankunft um 14 Uhr in München. Haben wir gesagt, okay, das war 4 Stunden später wie ursprünglich geplant, passt. Ja. Dann war an diesem Service Desk leider Schichtwechsel. Und dann kam die Elaine. Oh. Und mit der Elaine nahm der Psychothriller seinen Lauf. Elaine, nee. Sowas.
habe ich noch nie erlebt, ehrlich. Die hat sich da hingeguckt und die hat nichts gecheckt. Die hat komplett nichts kapiert. Und du bist die ganze Zeit vor der gestanden und hast gesagt, hey Elaine, wir 5 hatten jetzt auch noch gern über Lyon fliegen. Wie schaut's aus? Und dann ruft Elaine den Flug über Lyon auf. Und dann zeigt uns, wie viele Plätze das da noch gibt. Spoiler, es waren nicht viel, weil da stand ein ganzer Flieger voll Menschen. Ja. Die über Montreal nach München wollten und diesen Flug verpasst haben und die alle heim wollten und die alle über Lyon wollten, weil das die schnellste Möglichkeit war. Ja. Also die Elaine zeigt uns den Flieger, die Platzkapazität. Ja. Man sieht eine sehr niedrige zweistellige Nummer an verfügbaren Plätzen. Ja. Dann fängt Elaine an zu erklären. Sie fängt an zu erklären, dass sie jetzt nicht garantieren kann, dass wir alle 5 da noch reinkommen, weil wir sehen ja, dass es nicht viele Plätze gibt. In dieser Zeit, in der sie das erklärt, waren es schon wieder 2 weniger. Oh, Elaine! Und du hast die ganze Zeit gesehen, wie die Zahl runtergeht. Und ich war da so, Elaine, red nicht, Buch endlich! Und dann kam halt sowas wie, ja, dann musst aber da quasi, es gibt jetzt nur noch Mittelreihenplätze. Elaine. Buch. Das war so schlimm. Die hat nichts auf die Kette gekriegt und es war dann irgendwann so, also wir sind sowieso automatisch umbucht worden über London. Ja. Nur eben mit sehr viel verspäteter Ankunft halt dann. Und dann haben schon auch gesagt, ja, Kim, scheiß, fliegen wir über London. Jetzt war es aber so, dass in dieser Gruppe der 5 Personen, die dann über London hätten fliegen müssen, gab es jetzt von London heim wiederum 3 verschiedene Flüge, auf die wir aufteilt worden sind, zu 3 verschiedenen Zeiten. Mhm. Und die einer, die sind halt dann um 16 Uhr in München angekommen. Die haben gesagt, ja gut, nochmal 2 Stunden später, scheiß, das machen wir jetzt einfach. Dann hat Elaine gesagt, ihr macht's das. Ja, okay, dann kümmert ihr mich jetzt um eure Bordkarten. Dann fangt's an, zu versuchen, deren Bordkarten auszudrucken. Alle anderen 3 waren erst auf Nacht um 20 Uhr in München angekommen. Wir wollten nach wie vor über Lyon fliegen. Ich habe gesagt, Elaine, kannst du uns jetzt bitte zuerst über Lyon buchen, bevor du irgendwas anderes machst? Das war meine persönliche Hölle, die Frau. Was war das Ende vom Lied? Wir sind alle so geflogen, wie wir automatisch umbucht worden sind, weil es war nicht möglich, mit der Elaine auch nur irgendwas hinzukriegen. Ich war statt in der Früh um 10 Uhr auf Nacht um 8 Uhr in München. Ich hatte 8 Stunden Aufenthalt in London, weil es keinen früheren Flieger gab, in dem ich mitfliegen durfte. Und ich war natürlich ohne Gepäck. Mein Koffer war natürlich in Montreal und ich war Gott sei Dank dann in München. Aber irgendwann waren wir so an dem Punkt, komplette Kapitulation, einfach nur. Das Einzige, was wir wollten, war, dass wir selber heim nach München kommen. Ja. Und niemand in London hängen bleibt oder sonst was. Aber es war ja ein Drama in mehreren Akten. Das heißt, wir sind jetzt, es geht noch weiter. Die Elaine, wir wollten von der Elaine, dass sie uns die Bordkarten ausdruckt, damit wir jetzt von Ottawa nach Montreal und dann nach London fliegen. Kannst du kurz nur beschreiben, wie die Elaine ausschaut für meinen Kopf? Ja. Okay, die Elaine war eine Frau Ende 50, Anfang 60, da die sagen. Sie hatte blonde, mittellange Haare, so bis zum Schlüsselbein ungefähr. Sie hat sehr große Augen gehabt, ein bisschen so einen stechenden Blick. Und im ersten Moment hat man gemeint, sie ist sehr, sehr kompetent. Sie hat sehr viel geredet, sie hat sehr viel erklärt. Du hast gedacht, jetzt kommt eine, die hat's drauf. Ja. Du hast dann aber so nach 5 bis 10 Minuten gemerkt, die checkt gar nichts. Ja, viel reden ist oft nicht so ein gutes Zeichen. Ja, wir haben ihr gesagt, was wir wollen. 10 Minuten lang tippt sie an ihrem Computer rum, um uns dann Bordkarten rauszulassen von einer Person, die bereits über Lyon umgebucht war. Wir haben die ganze Zeit gemeint, sie bucht uns schon um. Mein Gott. Also die hat die ganze Zeit
währenddessen ihr Kollegin am Schalter nebendran hat die komplette Schlange neben uns abgefertigt. Nein. Komplett. Das war eine ewig lange Schlange. Die haben von da drüben zu uns rüberbläht, hey, was macht's denn ihr jetzt? Wir haben gesagt, ja, wir fliegen über Lyon. Und dann haben die gesagt, ja cool, das machen wir auch. Alle wurden über Lyon gebucht, außer mir, weil es die Lane nicht geschafft hat. Warum, Elaine? Oh nein. Also Kapitulation. Also haben wir gesagt, Elaine, komm, du Bordkarten her. Es geht nicht mehr, wir können nicht mehr. Es war spät auf Nacht, wie gesagt. Alle schon durch. Jeder hat sich nur noch gefreut, dass man jetzt pennen kann. Ja. Dann kann sie die Bordkarten nicht ausdrucken. Hast kein Druckerpapier Sie mehr kann uns gehabt? jetzt aber auch nicht helfen. Also, wir müssen dann in Montreal die Bordkarten ausdrucken. Über die App ging nichts, weil das alles verschoben worden ist. Dann haben wir gesagt, wir können in Montreal nicht Bordkarten ausdrucken, weil wir haben eine halbe Stunde Zeit zum Umsteigen. Dann stehen wir da wieder und kommen nicht weiter. Das ist ja dann noch schlimmer. Dann ging es auf jeden Fall nicht. Komplett Kapitulation, wir ins Gate gegangen, weil sonst hätten wir den Flieger nach Montreal auch noch verpasst. Dann stand da noch eine Service-Mitarbeiterin an dem anderen Gate. Dann sind wir zu der und haben gesagt, hey, kannst du zufällig Bordkarten ausdrucken? Dann nimmt die unsere Pässe, scannt die und lasst uns Bordkarten raus. Wow. Wir haben einfach bestimmt 20 Minuten mit der Elaine über Bordkarten diskutiert. Und die anderen lassen einfach raus. Also es war wirklich, wo ist die versteckte Kamera? Also falls ihr mal mit Air Canada fliegt und an die Elaine geratet, lauft so schnell ihr kennt's. Stolz euch an der anderen Schlange an, auch wenn die 100 Meter lang ist. Schön. Du denkst ja die ganze Zeit, du willst ja da nicht weggehen, weil du denkst ja die ganze Zeit, sie checkt's gleich. Und Jetzt du denkst muss ja es die gleich ganze haben. Zeit, jetzt hat es gleich, jetzt hat es gleich. Und du weißt, wenn ich jetzt da weggehe von ihr, dann muss ich mich hinten anstellen und wieder ewig warten. Dann bringe ich auch nichts weiter. Also wenn man schon mal an jemanden droh ist, will man ja droh bleiben. Ja. Aber ja, es war ein Psychothriller. Wir sind heimgekommen, Gott sei Dank. Der Koffer wurde auch mittlerweile geliefert. Er ist jetzt auch Sehr da. gut. Gott sei Dank. Aber es war, boah, ich schwitze. Wenn ich das nachverziehe, ich schwitze. Weil es so schlimm war. Das hat zwar jetzt gerade überhaupt nichts mit der Elaine zum Tor per se, aber ich muss gerade die ganze Zeit an die Bambi-Geschichte denken. Bambi. Oh, ja, erzählt's die. Das ist so ein Zufall gewesen, ne? Ich war in Amerika auf einem Roadtrip Ach so. Ja. und war im Antelope Canyon. Das ist so eine Schlucht, die ist ganz schön. Und da bin ich durchgeführt worden, meine Reisebegleitung und ich von der Bambi. Das war so eine kleine Frau, so ein laufender Metter, aber sehr viel Energie, also sehr lieb. Ja. Und die Bambi hat Fotos gemacht von uns. Und die hat aber nur Panoramafotos gemacht. Damit man halt die ganze Schlucht drauf hat. Aber ich weiß nicht, liebe Wellensittiche, ob ihr das schon mal gemacht habt. Wenn man einen Menschen auf einem Panoramafoto mit drauf hat, dann ist der halt extrem verzogen. Extrem lang und extrem dünn. Ich blende euch hier gern ein Foto von mir ein in diesem Canyon. Schaut euch das so. Und Bambi hat aber drauf bestanden, auch die Fotos zu machen. Also sie war schon auch so drauf bedacht. Also es ging's nicht so brutal drum, den Canyon anzuschauen. Also man hat jetzt nicht so viele Minuten mit dem Canyon an sich gehabt, sondern es ging so 3 Schritte weiter, Foto. 3 Schritte weiter, jetzt machen wir wieder ein Foto. Und ja, aber es sind meine Lieblingsurlaubsfotos. Es ist so brutal schier, es ist so lustig. Und das habe ich halt natürlich der Res und der Vreni erzählt. Nach meinem Urlaub. Und sehr viel Beutel Und geschickt. Vreni ist 4 Wochen später nach Amerika geflogen und hat einen ähnlichen West Coast Trip gemacht. Und magst du erzählen, Vreni? Und ich war im Antelope Canyon, wo die Anja auch war. Echt? Und dann schreibe ich denen zwar schon, hey, ich gehe jetzt in Antelope Canyon. Und Anja sagt noch, ich brich ab, wenn dein Guide auch die Bambi ist. Dann steigen wir in das Auto ein. Meine Reisebegleitung und ich werden zum Canyon gefahren, steigen aus. Und dann steht da schon eine Frau, so ein laufender Metter, der auf uns wartet und sagt, Servus, ich bin Bambi, ich bin heute euer Guide. Wir hätten uns fast in die Hosen gesucht.
An dieser Stelle kommen jetzt die Fotos von der Verena. Ich hab den gleichen Urlaubspudel mit Anja gekriegt. Sehr lang und sehr dünn. Und mir ging's auch so, dass ich mir gedacht habe, also ich habe dann zwischendrin irgendwann mal gesagt, darf man eigentlich einmal schauen oder darf man nur Pudel machen? Weil es war wirklich nur so Foto und ein paar Meter weiter und wieder Foto. Also es war schrecklich eigentlich, wenn man es genau nimmt. Naja, Aber hey, es war es wert, dass wir beide den gleichen Geist ich lieb's nur. Eigentlich haben wir in unserer Freundschaft und auch in unserer WhatsApp-Gruppen ja die Regel, wenn 2 Leute ein Foto schicken, Stimmt. dass man dann die Dreierreihe voll machen muss. Stimmt. Eigentlich Ja. muss ich jetzt Eigentlich musst du Antelope eigentlich. Canyon Das war schön. und auch schöne Urlaubsfotos machen. Ja. Naja. Ja, du musst aber schauen, dass Bambi gerade. Ja, zur Not können wir es vielleicht auch so machen, dass wir auf unserem Australien- oder Bali-Trip, dass wir da vielleicht einmal ein Panoramafoto von der Reise machen. Bitte. Das hat mich sehr gefreut, ja. Herrlich. Also, liebe Wellen, falls ihr auch schon mal im Antelope Canyon bei der Bambi wart, schickt mir eure Fotos. Ja. Alter, dann zerreißt's mich, wenn jetzt wirklich jemand von den Wellensittichen sagt, hört Bambi, die kenne ich doch. Das wäre wunderschön. Oh, an dieser Stelle nur Danke an die Wellensittiche für eine Hochzeitsfotos. Das hat uns total Ja. gefreut. Oh ja. Mein Gott, seid ihr schön gewesen. Ja, Wahnsinn. Wirklich wahr. Richtig Ja. schön. Beeindruckend schön. Sehr, So sehr schön. nämlich. So, jetzt mal abgesehen von Elaines und Bambis. Wen hast du in letzter Zeit noch so kennengelernt? Was hast du erlebt? Also, ich war letztes Wochenende auf dem größten Stadionkonzert, das es jemals in Deutschland gegeben hat. Und zwar bei Metallica in Berlin im Olympiastadion. Da waren 95.000 Leute und ich. Das ist meine Lieblingsband, daher hat es mich natürlich mega gefreut. Meine Tourbegleitung Das wundert mich aber jetzt. Antonia hat mir das zu Weihnachten geschenkt. Das war natürlich ein Treffer. Hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass als wir schon ins Stadion eingegangen sind, dass ich da schon gewarnt habe, weil ich mich so gefreut habe, weil ich da schon gesehen habe, wie halt da so, wie es jetzt so aufgebaut ist, die ganze Bühne und so. Und dann haben wir also ich habe ja schon gewarnt, ich habe auf der Hinfahrt schon mehrmals gewarnt und dann habe ich gewarnt, dass wir eingegangen sind und dann habe ich gewarnt, als wir zu der Bühne halt hingegangen sind, weil ich noch nie so nah an denen dran war. Also ich war jetzt immer noch nicht krass nah dran, aber ich war tatsächlich noch nie so nah dran, dass ich es jetzt mit meinem bloßen Auge so sehen hätte können. Und dann ist da noch mal gewarnt worden und dann ist natürlich gewarnt worden, dass es losgegangen ist. Also es war schön. Und als mein Lieblingslied gelaufen ist von einer, ist natürlich auch noch mal gewarnt worden. Da braucht es echt gar keine Gedanken machen. Ja, das war natürlich an sich schön. Also wegen Metallica. Nicht, weil ich gern zwischen 95.000 Leute stehe, aber gut. Ansonsten hat die auch nur selber 2 Shows. Und zwar in der Oberpfalz. Hier Aha. bei den Oberpfalz-Sittiche, das war schön. Da war ich einmal in Tremmersdorf und einmal in Beidl. Und das ist ja nur ein geiler Ortsname. Das fand ich immer so geil, wenn ich in deiner Story gesehen habe, dass du gleich bei dem Beidl sprichst. Das hat mich so gefreut. Das müssen wir vielleicht noch für die hochdeutschen Sittiche übersetzen. Das bedeutet Hodensack auf Borisch. Ja, also oder auch Beutel generell Ja. schon. Also es gibt auch so einen Beidel natürlich. Und nicht zu vergessen auch den Saubeidel. Das ist, ich weiß ich nicht, Schimpfwort. ein Gauner. Wisst ihr, was ein Greidel ist? Na, Na, Das ist, die steht zwischen Beidel und Arschloch. ich bereue, dass ich gefragt Quelle habe. Los Brutalos. Ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass das ein offizieller borischer Begriff ist. Ich wünsche hab ich noch mir nie gehört, 5 ne? Minuten in Vergangenheit, wo ich diesen Fakt schon nicht gewusst habe. Oh,
wir haben das Video gerade stoppen müssen, weil mein Speicher voll war und ich habe jetzt erst bemerkt, dass ich die ganze Zeit ausschaut habe wie ein abartiger Volldepp. Das ist nichts mein- Neues an, ja. Euer Wimpernsegment ist komplett woanders klingt. Aber ja, schön. Wir sind ja da unter uns. Eben, die Wellensittiche dann ja da nie einen gemeinen Screenshot machen. Ich kenne euch doch. Danke an den Typ, der mir als Anglerfisch geschickt hat. Das kann man auch einblenden. Das ist so geil. Ja, schön, das kommt jetzt. Das ist verstörend. Der erste Anglerfischversuch war ja nur süß, aber der zweite schlägt mich am Arsch. Ach ja. Genau, also ich war in der Oberpfalz für 2 Auftritte. Es war voll schön. Also ich hab gefunden, dass richtig gute Energie war. Ich verrate euch nämlich ein Geheimnis, liebe Wellensittiche, liebe Oberpfälzer Wellensittiche. Ich halte euch am Flügel. Musikerinnen und Musiker treten nicht gern bei euch auf. Oh. Ja. Weil das Vorurteil herrscht, dass ihr euch nicht bewegt. Dass ihr einfach nur da steht und schaut. Vielleicht mal mitsingt, wenn man Glück hat, aber dass sonst nicht viel Bewegung stattfindet im Oberpfälzer Körper. Aber das kann ich in diesem Fall nicht bestätigen. Also sowohl am Samstag als auch am Montag, vor allem auch am Montag, wo man denkt, so, hey, da war am nächsten Tag nicht einmal Feiertag oder so, war da richtig viel Bewegung am Start und es ist richtig abgegangen und es hat mich richtig gefreut. Also danke dafür, danke, dass ich das Gegenteil erlebt habe, hat mich gefreut. War richtig cool mit euch und ich habe auch ein paar Wellensittiche getroffen. Ein paar haben gesagt, sie hätten euch zwar gern kennengelernt und haben auch gesagt, dass sie jede Folge hören. Grüße an euch, hat mich sehr gefreut. Und Danke. die Mädels natürlich stellvertretend auch, ich hab's ihnen natürlich ausgerichtet. Sagt sie jetzt. So. Wir erfahren das jetzt in Ja, diesem sag ich Moment jetzt. erst. Ja, Schmarrn. es ist genauso wie mit den Eltern. Wenn die Eltern immer sagen, sagst du einen schönen Gruß und dann richten wir es nicht auf. Andersrum auch, sag einen schönen Gruß an deine Eltern, ich richte es nie aus. Nie. Also ungefähr nur 2000 schöne Grüße an meine Eltern an dieser Stelle. Ja. Habe ich auch noch ein paar auf Lager. Ja, manchmal richten wir es aus, so ist es ja nicht. Von euch richtet es natürlich schon aus. Ja, das möchte ich hoffen. Sehr brav. Ich habe mal wieder einen peinlichen Auftritt gehabt. Ich hab andersrum. Der Auftritt an sich war nicht peinlich. Na gut, der eine sagt so, der andere sagt so. Aber ich habe einen peinlichen Moment mal wieder gehabt auf der Bühne. Mich sehr gefreut. Und zwar in Dremmersdorf hat mich der liebe Tontechniker auf die Bühne gelassen und habe mein Mikrofon ausgelassen. Es war Ach so. auf meinem Ohr zu hören, deswegen habe ich nicht mitgekriegt, aber ich habe es dann mitgekriegt, weil mich fragende Gesichter angeschaut haben. Ach so, ja, danke. Perfekt. Da freut man sich extrem. Das Gute ist, dass ich ja, weil ich ja meistens allein auf der Bühne bin und jetzt keine Background-Sängerinnen dabei habe, auch echt laute Backings mit drauf habe. Aber die sind halt beispielsweise in der Strophe aus. Und spätestens da haben mich dann die Leute schon fragend angeschaut, als ich ganz selbstbewusst meine Strophe gesungen habe und es anscheinend nicht rauskam. Nur du gehört hast. Nervig, echt. Ja, das war wirklich nervig, vor allem weil lauter Handys auf mich gerichtet waren, habe ich mir auch gedacht, ja, super. Scheiße. Super. Und das verunsichert einen auch dann so krass. Also, weiß ich nicht, das ist einfach komisch, das ist nicht gut für die Stimmung auch. Ja. Aber wir haben es nur rumgerissen, es war geil mit euch, Grüße. Und es war sogar so geil, dass wir dann noch gesoffen haben da. Oh. Das passiert tatsächlich gar nicht mehr so oft. Ich glaube, das haben mir die Leute vor Ort gar nicht so geglaubt, weil ich gesagt habe, das passiert nicht mehr so oft, dass ich ins Publikum gehe und damit die Leute auf. Weil oft ist so, ich weiß nicht, wer von uns den Begriff mal etabliert hat. Ich glaube, jemand von uns, keine Ahnung. Aber manchmal werde ich behandelt wie ein Tanzäffchen. Also da ist dann so, dass dann Leute sagen, geh mal da mit, geh mal jetzt mit, geh mal da, du musst jetzt auch da in Kamera das sagen und ne. Und irgendwann hat man dann nicht das Gefühl, dass man da jetzt ganz normal da sein kann. Auch übrigens, wenn Leute erwähnen, dass das ja jetzt für sie ist, das ja jetzt ganz normal.
Das so extra erwähnen. Oder wenn Leute dann auch tatsächlich 10 Minuten lang an voll labern und sagen, nervt dich das jetzt eigentlich nicht, wenn jeder die anredet und da. Und ich denke mir so, bis jetzt hat es mich nicht genervt, bis du das jetzt 10 Minuten zum Thema machst. Also wenn Leute einfach ganz normal sind und sagen, hey, ich feiere deine Musik oder ich feiere deinen Podcast und da trinken wir einen zusammen und so und dann redet man einfach ganz normal. Das ist mir echt am liebsten. Und das war da so. Schön. Ich habe mich richtig wohl gefühlt, auch mit Tourbegleitung der Antonia. Wir haben sauber Gas gegeben mit euch, war sau lustig. Und ja, dann am Montag im Beidel war es auch sehr, sehr lustig. Im Beidel. Ja, der Name macht euch immer noch fertig. Ja. Ja. Nicht fertig, glücklich. Wo kommst du her? Aus dem Beidel. Na, aber wo kommst du wirklich? Ja, schön. Ja, wir kommen nicht alle aus dem Beidel, gell? Was? Es war rhetorisch gemeint, aber es hat sich nicht so angehört. Nein. Ich wollte eigentlich sagen, wir kämen doch alle aus dem Beidel, so wollte ich das eigentlich sagen. Ich habe es als Frage formuliert, aber es hat sich nicht so angehört. Na und, zeigt es mir auch. Ich war leider bei der Milchkönigin-Wahl nur im Schminkkurs, nicht im Rhetorikkurs. Spaß, ich war da gar nicht. Und wer das nicht versteht, hört doch bitte mal die alte Folge. Also, tut mir leid. So Kannst ja nicht bei nämlich. der Folge einsteigen, geht ja gar nicht. Übrigens auch Grüße an alle, die schreiben, dass sie unsere Folgen innerhalb von einer Woche oder so durchhören. Ihr seid einfach nur wild. Ja, Ja, das freut uns extrem. ja, Dankeschön. kommt immer wieder vor. Mega. Ja, voll. Da wird auch gehorcht, gell? Da wird einfach von vorn gehört. Ja. Ja, gut. die erschrecken dann, wenn wir das sagen, mit dem, warum hörst du nicht von vorne? Und dann hören sie es von vorne. Und Ja, da füttern super. wir ein Körnchen an euch. Könnt ihr jetzt aufpicken. Fein. Schön. Ja, ich muss kurz noch überlegen, ob es da einen unangenehmen Moment gegeben hat im Beidel, weil das sind natürlich die Sachen, die ihr hören wollt. Ja, ich hatte ein bisschen einen Frosch im Hals am Anfang der Show. Also irgendwie hat sich meine Stimme komisch angehört und ich hatte so das Gefühl, ich muss mich räuspern, aber es ging irgendwie nicht. Das war ganz seltsam. Und dann hat mir ein guter alter Freund von mir geholfen. Und zwar Bier. Ich hab dann die Leute was singen lassen und habe richtig viel Bier getrunken. Und dann, echt, es war wie geölt. Danach war wieder alles super. Ab da habe ich es richtig genießen können und war sehr, sehr eskalativ. Also auch merci an alle, die da waren. Schön. Schön. Und ihr merkt schon, wir nehmen schon wieder ein bisschen früher auf, weil wir werden gewesen sein. Und zwar am Feiertag in Westendorf. Das berichten wir dann noch, wie das war. Aber auch Therese und ich haben noch was vor. Ja. Und zwar sind wir kommendes Wochenende, oder heute jetzt halt in einem Fall dann vergangenes Wochenende, bei Rock im Park. Juhu. Yay! Vielleicht haben wir einige Wellensittiche von euch was mit uns drunter. Dann Grüße an euch. War bestimmt schön mit euch. Mit Sicherheit. Ich hoff's. Freust dich du schon, Res? Ja, sehr. Also ich finde, das Line-Up ist ja einfach nur wundervoll. Und ich freue Ja. mich vor allem drauf, mit dir auf einem Festival zu sein. Wir waren noch nie gemeinsam auf einem Festival. Im Gegensatz zu euch zwei, ihr wart ja schon mal. Bin Ja. ich schon gespannt. Ich freue mich sehr. Ja. Ja, Verena ist ja leider nicht am Start. Das erzählt uns nachher auch noch, wo die ist. Das war natürlich die Dreifaltigkeit schlechthin gewesen, Ja. aber gut. Wann anders dann. Anders. Weißt du schon, was du anziehst, Res? Du hast mir gestern ja schon erzählt, dass du überlegst, was du anziehst. Und es war auch mein erster Gedanke, so habe ich überhaupt gute Schuhe für ein Festival und habe ich gute Outfits. Ich habe das Wetter noch nicht angeschaut. Ich glaube, es soll ja nicht so geil werden. Ich muss noch mal den Kleiderschrank durchforsten. Also ich bin noch nicht 100%ig sicher. Wie schaut es bei dir aus? Ich glaube, am ersten Tag wird's schon heiß und dann am nächsten Tag kalt. Das finde ich immer das Hauptleben. Dann weiß ich gar nicht, was ich einpacken soll. Ja. An der Stelle da die generell gerne mal sagen, jetzt wo die Festivalsaison beginnt und auch die heiße Saison und die Badesaison, war es mir persönlich einfach wichtig, wenn sich jeder nur für seinen eigenen Körper interessiert. Wenn die Gesamtheit der Gesellschaft da aufhört zum Schauen, oh, was hat denn der an, was hat denn die an,
vor allem wenn halt jetzt auch mehr Haut gezeigt wird, den Temperaturen geschuldet, juckt's euch einfach nicht dafür, wie dünn, wie dick, wie haarig, wie kasig, wie braun, wie, keine Ahnung, vernarbt, was auch immer andere Leute sind. Es ist so wurscht. Ihr tut's euch selber damit angefallen, wenn ihr aufhört, so sehr drüber nachzudenken, wie andere Leute ausschauen und vor allem das so sehr zum Verurteilen. Weil so wie ihr in eurem Kopf oder vielleicht auch mit euren Spätzeln über andere Leute redet, so redet auch die Stimme in eurem Kopf mit euch selber über euren eigenen Körper. Seid einfach gut zu euch selber und seid keine Arschlöcher zu anderen Leuten. Dankeschön. Das darf ich mir wünschen. So, ich möchte Amen, gerne sehr laut Schwester. applaudieren. Danke, danke. Ja. Ja, ich habe das noch nie verstanden, dass man sich so sehr mit anderen Körper beschäftigen kann. Ja. Ich muss ja echt sagen, dass wenn jemand in meiner Gegenwart sagt, boah, wie schaut denn der oder wie kommt denn der daher oder egal auf was das bezogen ist, dann denke ich mir, das sagt immer viel mehr über die Person aus, die das sagt, als wie über die Person, die gerade bewertet wird irgendwie. Ja. Komplett. Das ist ja gar nicht unser Vibe. Bierampel, Da dunkelrot. ja genau, da kommt man sehr schnell in die dunkelrote Bierampel rein. Aus. Ja, das ist auch ein bisschen was, da habe ich dran denken müssen, was mir schon wieder ein bisschen graust vom Festival irgendwie. Also ich überlege natürlich, was ich anziehe, weil schon allein, dass man halt von den Temperaturen her angenehme Zeit in seinem Körper innen drin hat. Aber auch so ist Festival ja oft auch mal was, wo man sich irgendwie lustig oder ausgefallen oder so anziehen kann oder so. Deswegen überlegt man natürlich vorher. Ja. Aber man kann natürlich auch völlig normal gehen. Also ich war auch schon 1000-mal völlig normal. Aber ja. Und jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus will. Ach so, na, dann habe ich eben auch dran gedacht, dass man halt auch wieder so bewertet dann wird. Vor allem, wenn man über einen Campingplatz läuft, da habe ich mal eine richtig schlechte Erfahrung gemacht mit der Verena. Das ist schon sehr lang her. Wo wir Rock im Park waren, ich glaube, das ist wirklich schon 10 Jahre her gefühlt. Und wir hoffen, dass sie da viel verändert hat. Aber das ist bei mir so negativ abgespeichert. Ich habe mich da so dermaßen unwohl gefühlt und ich glaube, du die auch, Vreni, wenn wir da über den Campingplatz gegangen sind, weil sie da so oft Typen einfach an den Rand geguckt haben und dann die Frauen bewertet haben, die da vorbeigingen. Ja. Also, fand ich abartig. Und ich möchte ja nichts sagen, aber die Leute, die da sitzen, die sind meistens selber keine 10 von 10. Ja, es ist auch wohl, selbst wenn. Ja. 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 Das ist Also, einfach ein Maul. ja. Generell. Lasst das ist andere wirklich- Menschen sein. Halt's einfach generell euer Maul. Ja. Okay. Einfach mal Weil generell. manche Leute ist einfach gescheiter, wenn sie auch einfach einmal nichts sagen. Ja, du hast da also geil reagiert, weil da auch so ein unmöglicher Mensch wirklich. Wir sind da irgendwie vorbeigegangen und dann sagt er einfach zu Verena so, du bist fett. Ja. Wieso? Was habe ich Und du hast gesagt? Das weiß ich nicht mehr. Du hast dich umgedreht und du hast irgendwas Geiles gesagt. Ich glaube, du hast, glaube ich, einfach nur gesagt, danke. Oder irgendwie so. Und bist weitergegangen. Und ich war da so schockiert davon. Ich dachte, Du bist auf ihm losgegangen, davon war ich sehr beeindruckt. Wie eine Löwin hat sich Anja vor mich geschmissen und hat ihm gesagt, dass er ein dummer Piep ist. Das war sehr schön. ja, aber mir hat gleichzeitig deine Reaktion auch sehr beeindruckt, weil die halt so, du hast halt einfach gelassen und hast gesagt, danke. Und bist weitergegangen. Es war halt wirklich so ein Danke fürs Bescheid geben, echt. Ja. Also, Ja, war aber schon ein Weglächeln. War nicht so, dass es mich nicht getroffen hätte. natürlich hat es die getroffen, also das hat jeden getroffen. Ja. Also so bescheuert, echt. Na, lasst sowas einfach bleiben. Es ist nicht cool. Wirklich nicht. Auch in die andere Richtung. Ja. Lasst das. Und auch gern mal hier eine kleine Motivation. Sagt eure Freund und Freundinnen auch, wenn die sich so verhalten, einfach, hey, halt's mal. Lass gut sein. Ja, Das war schön. was Ja. juckt's die? Ja, Was juckt's Ja. die? genau. Ja gut, aber es muss ja auch Leute geben, die es offensichtlich juckt, dann können die sich ja zusammen tun. Okay. Ja, aber es tut ja nichts zur Sache einfach, oder? Ich finde, das sagt halt immer über die Person aus, dass sie sich selber extrem unwohl fühlt und so unsicher ist, weil Leute, die
sich selber sau hübsch finden oder mit sich selber im Reinen sind, haben nicht das Bedürfnis, andere runterzumachen. Das haben nur Leute, die sich selber extrem klar fühlen, weil dann versuchen sie halt in einem Umfeld auch klar zu machen, damit sie sich selber wieder ein bisschen besser fühlen können. Aber wenn man das halt mal durchschaut hat von außen, dann hat man eigentlich immer Mitleid mit den Leuten. Dann denken wir immer, oh mein, muss dich du arm fühlen. Eieiei. Ja, und ich befürchte noch ein bisschen, ich bin gerade sehr negativ, ich weiß schon, wahrscheinlich haben ich dann keinerlei dieser Erfahrung gemacht, aber wovor es mir auch noch ein bisschen graust, ist, dass meine Ohren vor Wut einfach abfallen. weil wir ungefähr 20, sagen wir ehrlich, Typen sagen werden, was tust denn du da? Was hast denn du da verloren? Das ist ja eine komplett andere Musikrichtung. Wo ich mir dann immer denke, so, welcher Mensch mag denn nur eine Musikrichtung? Wie beschränkt kann man denn sein? Kennst du überhaupt eine Band von diesem Line-Up? Ja, das ist, also, vor Jahren habe ich da schon einen Kommentar gekriegt von irgendeinem alten Typ, nachdem ich ein Foto von Rock im Park gepostet habe. Also, Spoiler Alert, ich bin sehr oft auf Rockfestivals. Habe ich einen Kommentar gekriegt von irgendeinem alten Typ, ja, jetzt kommen da so Weiber daher, die sich da irgendwie cool fühlen, obwohl ich da gar nichts kenne und so und eigentlich Helene Fischer hören und bla bla bla. Und ich dachte, mein Gott, echt mein Gott. Wenn man immer Leid das absprechen möchte, so, da sind wir wieder wie bei den Körper, was interessiert's die denn? Ja. Selbst wenn da jemand auf dem Festival war, der keine Band kennen hat, dann kann es dir auch wurscht sein. Und Das ganz macht ehrlich, ja deine Erfahrung, dein Erlebnis nicht schlechter. Also, du kannst dir doch alle Bands anhören, die du willst. Ja. Was kümmert's dir? Ja. Wobei ich sagen muss, bei einer Sache verstehe ich es, weil das war bei Metallica so, dass sie da ein Pärchen gegen Ende des Konzerts vordrängeln wollte. Also, die wollten sie dann zwischen Antonia und mich stehen, haben erst so da, als dann durchgehen wollen. Und dann wollten sie so dazwischen stehen bleiben. Hab ich gesagt, geht's jetzt durch oder nicht? Und dann habe ich sie halt wieder weggedrängt, damit ich mich wieder zu meiner Freundin stehen kann. So. Ja. Habe ich dick, wenn man sich dann da nochmal hinpatzt und dann da stehen bleibt. So, dann kommen wir halt früher. Ja. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, da hat es aber sehr rendiert. Das war so ein alter Typ, der hat nicht mal bei Enter Sandman, bei einem Lied, wo man wirklich nicht drauf vorbeikommt, auch als Nicht-Metallica-Fan, hat der einen Songtext kennen. Dann haben wir gedacht, ja, das war jetzt wichtig gewesen, dass du die von mir hinstellst. Ja. Naja. Ich kenne das auch von Festivals, dass man sich halt schon relativ weit vorn hinstellt und dann vielleicht eine Band hört, für die man gerade eigentlich gar nicht da ist. Und das ist mir persönlich dann immer voll unangenehm, weil ich denke, fuck, jetzt stehe ich hier vielleicht sogar in der ersten Reihe an diesem Wellenbrecher-Ding, die Person auf der Bühne schaut mir an, sagt, dass ich keinen Text kann, nix. Und ich denke, es tut mir so leid. Ich warte auf die Band nach dir. Text nicht kennen ist nicht schlimm. Aus Künstlersicht finde ich nur schlimm, wenn man in der ersten Reihe oder in die ersten Reihen steht und nicht mitmacht. Okay. Ob du mitsingst, ist einem Künstler eigentlich relativ egal. Okay. Aber wenn man sagt, jetzt klatschen alle und du klatschst dann in der ersten Reihe nicht mit und du versaust die Videos von dem Künstler, weil man möchte dann noch auch Videos posten und dann steht da so eine Gruppe in der ersten Reihe, die nicht mitmacht, das regt jeden Künstler, jede Künstlerin auf, egal wie groß sie ist. Da wird jede Fuchs sein. Das ist einfach Anstand. Ja, voll. Ich muss aber auch sagen, ich bin gar kein, ich weiß nicht, wie ihr da drauf seid, ich mag erste Reihe gar nicht so gern. Ich bin lieber so 5. bis 10., wo man dann sich auch ein bisschen rieren kann, wo man vielleicht auch in den einen oder anderen Moshpit rein kann. Ja. Weil in der ersten Reihe ist immer eng und du kannst dich gar nicht so rieren irgendwie. Das mag ich nicht. Ja, und es werden die ganze Zeit Leute über die drüber geben. Das mag ich auch überhaupt nicht. Ich möchte das Konzert genießen und so muss ich immer aufpassen, dass ein Stage-Diver mir nicht einen Schädel einschlägt. Ja, verstehe ich. Das macht mich auch wahnsinnig. Aber meine goldene Regel ist ja, wenn ihr auf einem Festival seid, wo ich bin, bringt euch für Rock im Park jetzt nichts mehr, weil da war ich ja schon. Wenn ihr mich treffen wollt auf einem Festival, dann müsst ihr immer in die erste Reihe ganz an den Rand schauen, weil ich bin eine Randgruppe.
Ich stelle mich immer an den Rand hin, weil du kommst relativ weit führen, hast relativ noch eine geile Sicht auf Bühne, trotzdem hast du das Gefühl, du bist voll nah, aber bist trotzdem nicht in diesen krassen Stage-Diver Trubel dann so drin und kannst dich oft auch noch ein bisschen bewegen und du kommst auch schnell wieder raus aus der Menschenmenge. Ach, gut, wichtig. Weil das hat die auch schon einmal, dass du dann da so rumgeschoben wärst und dann kommst du nicht mehr raus. Also da kriege ich ja Panik. Mag ich gar nicht. Ja, verstehe. Ja, ich bin schon gespannt, was wir für Erfahrungen machen werden. Ich sag's euch, wenn mich noch ein Typ fragt, wenn ich ein Bandshirt anhab, ob ich 3 Songs dieser Band nennen kann, dann werde ich einfach nur zuschlagen. Ja. Zuschlagen werde ich da. Da wird einfach nur geschubst. Weil ihr das einen anderen Mann, dass ihr das niemals fragen. Also Herz auf, so fucking oberflächlich so zu sein. So fucking oberflächlich. Und das sind wir wieder beim Aussehen bewerten. Ja. Wie kann man so dermaßen oberflächlich immer sein? Dass man vom Aussehen von Leid auf eine inneren Interessen oder Werte oder generell was schließt, auf den Charakter. Nervt mir das. Ich muss euch... Jetzt wird's gleich heißen, aber der Fiat Multipla. Das ist ein scheiß Auto. Und das war ein Witz. Ihr seid eine besser. Ja, da haben wir viel Leute verletzt. Ja, ganz viel Audi-Leute hast du wieder verletzt, aber da kommen wir nachher noch dazu. Außerdem muss man keinem Menschen irgendwas beweisen. Und wenn ich ein Metallica-Shirt anhabe und jemand fragt mich nach die 3 berühmtesten Metallica-Songs, dann habe ich noch nie Metallica-Songs genannt. Dann nenne ich einfach immer Songs einer anderen Band. Das finde ich geil. Hallo, servus. Willst du auch gerne was sagen, oder? Da sind Rez und Anja auf der Rückfahrt von Rock im Park. Das dauert ja nur kurz, bis ihr unsere Geschichten hört, aber wir lassen euch jetzt einfach vorher schon mal ran, wem denn von uns was passiert ist. Und wer alles richtig geraten hat, der kriegt was Geiles. Wir sagen jetzt abwechselnd einen Fakt und ihr könnt dann raten, wem von uns beiden das passiert ist. Sie. Erstens, wer von uns zwei ist in der Früh nach dem Aufstehen zum Biesel in den Tankstelle gegangen und hat sein T-Shirt nicht nur verkehrt rum angehabt, mit den Nähten nach außen, sondern auch noch mit dem Mackerl vorn, dass das wie so ein Latzerl unter dem Kinn gehängt ist. Ohne es zu merken. Und ohne es zu merken. Zweitens, wer von uns zwei ist von einer Frau angeredet worden mit den Worten, ja, wir könnten jetzt rummachen, oder? Drittens, wer von uns ist den ganzen Abend lang von einem Typen angelangt worden? Bodenlos. Viertens, wer von uns hat neben das Auto pisst? Wer nicht, ist die Frage. Fünftens, wer von uns hat am ersten Abend in die Notaufnahme müssen? Gut, das sind die 5 Fakten. Also ihr müsst jetzt quasi in die Kommentare oder in unsere DMs sliden und uns sagen, Fakt 1, Rez oder Anja und so weiter. Und wer alles richtig hat, der kriegt was Schönes von uns. In diesem Sinne, wir sind gerade auf dem Heimweg. Wir hoffen, euch geht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge. Wir küssen eure Schnäbel. Servus! Helga! Helga. Ich darf jetzt gerne noch wissen, warum du denn nicht dabei sein kannst bei Rock im Park, Fredi. Ich bin im Urlaub. Aufmerksame Wellensittich-Vreni-Verfolger haben es vermutlich schon mitgekriegt. Zu diesem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, bin ich schon fast eine ganze Woche in Schottland. Wow. Mach da Rundreise. Das ist so geil. Fang an in Glasgow und dann sind wir in Glencoe, Isle of Skye, Inverness, in die Highlands und so. Überall, wo Harry Potter draht worden ist, ich bin ein kleiner Potterhead, müsst ihr wissen. Und da freue ich mich schon, weil da werde ich den Hogwarts Express anschauen. Hoffentlich bin ich pünktlich und sehe, wie er vorbeifährt. Und ich werde auch einmal
direkt da wohnen, wo Hagrids Hütte normalerweise stand. Die steht da leider nicht mehr. Ist nur eine grüne Wiesen, aber ich werde mir die grüne Wiesen anschauen. Nur, dass du auch Bescheid wisst. Es wäre wichtig, wenn du uns ein Foto von der Wiesen schickst, wie du drin flagst und vielleicht auch ein bisschen groß ist. Ja. Ich wollte auch schon wieder eine Kuh-Anspielung machen, aber ich hab gedacht, nein, lass. Danke, dass du es übernommen hast. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir sie verlieren. Also, An einen Highland-Bullen. Highland. ja, dass sie merkt, dass sie eigentlich zu die Highland-Kier dazugehört Ja. und dass sie nicht mehr zurückkommt. Ja. Scheiße. Ja, vielleicht, wer weiß. Oh nein. Schauen wir mal. Schotten sind ja auch bekannt für ihren guten Whisky. Ich werde einen Whisky verkosten, aber was ich natürlich auch da werde, ist, sämtliche Brauereien Schottlands auszuchecken, ob die Schotten ein Bier brauen können. Da werde ich selbstverständlich meine Rezensionen im Internet innen drin mit euch teilen. Da freuen wir uns drauf. Wenn Vreni wieder Urlaubsinfluencerin ist, das liebe ich. Ja. Ja, also wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß in deinem Urlaub, Verena. Wenn wir ein bisschen traurig sind, dass du nicht bei uns bist. Ja. Ja, ich wünsche euch auch sehr viel Spaß und sehr wenig dumme Kommentare von Herzen. Ja, gut. Ich schätze mal, dass Dres und ich ja auch wieder Maschinen an die Getränke sein werden und deswegen an die Getränkestände. Und deswegen kriegen wir vielleicht auch nicht mehr so viel mit von diesen dummen Kommentaren. Das wäre mein Traum. Ja, ist auch nicht das Schlechteste. Das ist der Plan. Ja. Ja, schön. Dres hat uns ja vorhin erzählt, dass sie ihr Wand neu gestaltet hat. Und da fehlt natürlich auch noch ein Beutel. Und Dres werde jetzt wöchentlich dieses Beutel wechseln, was da im Rahmen ist. Mit dem. Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch einmal in eine Kloake. Liebe Wellensittiche, seid ihr mal wieder nervös? Ist hier vielleicht gerade ein Wellensittich aufmerksam geworden, der irgendwie was mit Bildern zu tun hat? Ja, die meinen wir. Genau, die meinen wir. Alex, die meinen wir. Du erstellst uns ja immer wunderbare Bilder. Zum Beispiel gab es schon mal eine Marlboro-Kirschtorte von dir. Und wir haben auch ein Urlaubs-Out-of-Office-Beutel von dir gekriegt, das wir posten haben können, worüber wir uns sehr, sehr gefreut haben. Und nicht nur deswegen, du bist auch sehr aktiv auf Instagram, kommentiert er alles. Er kommentiert auf Facebook auch ganz wild, also auf mehreren Plattformen, wird hier rasiert. Deswegen, Alex, hast du dir das schon längst verdient, dass du unser dieswöchiger Wellensittich der Woche bist. Wir schreiben dir eine Nachricht, dann kannst du uns deine Adresse durchgeben und dann macht sie als Wellensittich Briefchen auf dem Weg zu dir, wahrscheinlich mit einer kleinen Verzögerung, weil ich noch fort bin, aber sobald ich wieder daheim bin, schicke ich alles los. Merci dir für deinen Support. Danke, Alex. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, meine Lieben, wir kommen jetzt noch zu einer eurer absoluten Lieblingskategorien. Es ist endlich wieder soweit. Liebesbriefe. Liebesbriefe. Leidenschaft. Sex. Gefühle. Holde Maid, schicken Sie mir ein Foto von Ihren Füßen. EG Herbert. Liebesbriefe. Das war ein extrem schlimmer Tanz, das war Meiner war sehr sexuell. dem Thema angemessen. Ja, der hat im Nachhinein gern noch Geld abkassieren für den Tanz, also war gut. Wenn ihr mir da was paypalen könnt, Bitte. aber Wellensittiche, ihr wisst das eh. Sowas kriegt man nicht umsonst. Wir haben wunderschöne Liebesbriefe das mal gekriegt. Also wirklich, das hat ja unser Herz nur berührt. Ja. Räder, Veronika, wollt ihr da vortragen, was uns hier geschrieben wurde? Es war ein Feuerwerk der Komplimente. Ja. Der Räder hat mal wieder das Internet angezündet.
Es war mal wieder soweit. Ich weiß auch nicht, was das immer ist. Also das mit dem USB-Stick hat die Leute ja unfassbar sauer gemacht. Und wir haben es ein bisschen bei der Aufnahme ja schon geahnt, dass auch der Audi Quattro, Kommentar meinerseits, wahrscheinlich nicht so gut angekommen wird. Dazu ein kurzes Update. Ihr erinnert euch, weil ihr hört alle Folgen in der richtigen Reihenfolge, aber nur, um euch nochmal abzuholen. Wir haben ein Ranking gemacht von Autos, die wir daten daten oder die wir nicht daten Wenn daten. wir selber Autos wären. Das ist eine wichtige Zusatz. Also es war es war sehr ernst und hochwissenschaftlich. Richtig. Und da habe ich mich halt leider Gottes erdreistet zu sagen, dass ich, wenn ich ein Auto war, ein Audi Quattro, nicht daten darf. Weil ich das Gefühl habe, dass das ein Typ ist, der schlecht über seine Frau redet. Und viele, vor allem Männer, haben gedacht, ich rede über Audi Quattro-Fahrer. Man muss aber dazu sagen, es stand im Video selber drin, Ja. die Erklärung. Und Res hat auch zweimal sowas gesagt, dass man, wenn man genau zuhören darf, das verstanden hätte, dass es nicht um den Fahrer geht. Aber, naja, vielleicht meinen wir jetzt im Nachhinein auch die Fahrer. Sympathiepunkte haben die nicht geholt. Wenig. Na, echt nicht. Wir scheuen aber auch nicht davor zurück, das mit euch zu teilen. Und zwar hat der Christian Oppel zum Beispiel geschrieben, dumme Truller. Und dann ein Assortment an Emojis. Einmal Schulterzuck-Emoji, Gesicht, Hand gegens Hirnhau-Emoji, Hand vor den Mund halt Emoji, Augen zu halt Emoji, Scheißhaufen-Emoji und der wütende Emoji, der so über seinem Mund so Sonderzeichen hat. Ah, ja. Peinlich, hat er dann noch dazu geschrieben. Ja gut, Christian, ich habe einen Witz gemacht, aber ja, eine dumme Truller bin ich wahrscheinlich auch von dem her Ich geschenkt. glaube, der Ausdruck kam beim USB-Stick auch. Also dumme Truller, da muss was draus sein. Ich glaube, ich verbringe mit 0 Menschen Zeit, die Truller sagen. Ja. Ich lieb's. Leider eigentlich. Ich finde, das Leider, ist ein ja. schönes Naja. Wort. Phonetisch. Naja. Naja. Ich finde es einfach lustig, mit welchem Selbstbewusstsein offensichtlich dumme Leute andere Leute als dumm bezeichnen. Ich meine, du hast das Video nicht verstanden, Schatz. Du. Ja. Und also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, liebe Wellensittiche, aber wenn ich was im Internet sehe, was ich dumm finde, dann scroll ich halt einfach weiter. Weil dann denke ich mir, ist nicht für mich. Ja. Weiter geht's. Ein süßes Hunde- oder Katzen- oder Tierbaby aller Art Video ist nur einen Swipe entfernt. Deswegen einfach das weiter. anschauen. Ja. Wir sind ja jetzt neuerdings auch auf Facebook und wir hatten einen Grund, warum wir da ursprünglich nicht sein wollten, der sich auch doch ab und zu wieder bestätigt, weil da wirklich auch, ich nenne es jetzt mal, Gestalten unterwegs sind auf dieser Plattform. Also wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann gebt's Gas mit Liebe bei uns auf Facebook, Ja. weil Liebe ist nicht das oberste Gebot auf dieser Plattform. Ja, aber Liebe provoziert ja die Gestalten auch wieder. Ja. Ja. Die rasten ja dann aus, wenn es andere lieben. Ja, ja. Aber es Ja, darf sich trotzdem für uns privat persönlich gut anfühlen, wenn ihr da seid. Ja. Wenn wir in der Überzahl sind. Ja. Der Oliver Holme schreibt, weil Res gesagt hat, dass der Audi Quattro unsexy ist. Unsexier als eine, die keine Ahnung von Autos hat, glaube ich nicht. Quattro ist eine Ausstattung und kein Modell. Hast du das gewusst, Res? Na, aber soll ich da Geheimnis verraten? Es ist mir scheißegal. Eiskalt. Eiskalt. Der Kommentar kam sehr oft. Ja, der kam auch auf Instagram sehr oft. Ja. Und ich habe gedacht, weißt was? Das lasse ich mir doch jetzt einmal erklären. Ja. Einer Das war hat so nämlich, lustig. und Ich habe zwar- so gelacht, als ich Ja. das gelesen habe. Da hat einer immer ganz lang geantwortet und Res immer so, echt, oder? Echt, oder?
Ja, das war der Luis. Der Luis hat angefangen mit, weiß sie überhaupt, was ein Audi Quattro ist? Und dann hab ich geschrieben, na, warum? Und dann hat er halt erklärt. Und dann habe ich halt gesagt, ach so, und wie ist das jetzt genau? Und was ist da der Unterschied zwischen dem und dem? Und er hat mir einen Text presst jetzt mal. Der hat sich richtig Zeit genommen für mich. Und das fand ich sehr witzig, weil ich gedacht habe, ach schön. Danke für die Erklärung. Für die Belehrung. Also geil, weil lange Kommentare halt auch einen Algorithmus extrem pushen, deswegen deren an solche Leute ja voll den gefallen. Ja. Ja, das war wichtig. Ach ja. Aber Ja. welchen Audi Quattro hast denn du jetzt gemeint? Ja, der DJ Elis hat auch noch geschrieben, sie weiß sicher nicht mal, was ein Audi Quattro, in Klammern das Modell, ist. Sie meint sicher nur alle Audi-Modelle mit Allrad, auch dumm. Na, natürlich nicht, mein Gott. Dann habe ich halt gesagt, ja, weiß ich nicht, wie sympathisch das jetzt ist, von dir davon auszugehen, dass ich dumm bin, nur weil ich deine Meinung nicht teile. Aber da wollte er dann diskutieren und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich sitze hier gerade, Sonne scheint, ich mache mir jetzt eine Weinschorle und dann juckt's mir einfach nicht mehr. Es ist mir jetzt einfach wurscht. Ich streite mich doch nicht mit irgendwelchen Leuten, die mich offensichtlich nicht verstehen können im Internet. Na. Es war aber schön, weil ich hab mich ein bisschen anstecken lassen von deiner anfänglichen Streitsucht. Ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich streite jetzt so richtig. Und dann habe ich mit der Fine gestritten. Ja. Ja, Das war auch eine mit einem großen Selbstbewusstsein. sehr groß, sehr groß. Die Fine hat geschrieben, Frauen, die absolut keine Ahnung haben, aber sich unbedingt filmen müssen, schon ganz schön daneben. Ja. Ja. Dann habe ich zur Fine gesagt, dann bist du also ein Auto und hast schon mehrere Audi Quattros gedatet, die anders waren. Oder wie kommst du jetzt zu deiner Expertise? Es ist halt auch so lustig, das ist wieder dieser Moment, wie am Anfang halt, was ich gesagt habe, Ja. so, das ist unser Job, wo wir dann so denken, es ist so ein dummes Gespräch und Leid. Nehmen das so krass ernst und verstehen so falsch und steigern sie. Ja, es geht darum, welcher Auto man daten darf. Wenn man ein Auto war, das ist nicht existent, das ist nicht real. Ja. Woraufhin die Fine sehr, sehr fest in die Tasten gehauen hat. Also erst hat sehr viel Audi-Expertise von sich gegeben. Dann Das habe ich mir ist- nicht durchgelesen, das war mir zu lang. Ja, ich habe dann, als sie sehr misogyn wurde, habe ich nicht mehr, also frauenfeindlich, habe ich nicht mehr weitergelesen, weil mir dann aufgefallen ist, dass sie ein sogenanntes Pick-Me-Girl ist. Jetzt nicht wisst, was das ist, googelt es mal, weil ich kann es jetzt gerade nicht adäquat erklären, glaube ich. Auch gerne mal internalisierte, ich sag's nochmal langsam, internalisierte Misogynie googeln. Hat mir selber vor einigen Jahren krass die Augen geöffnet. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Ja, auch alle Männer. Fine, auch an dich. insbesondere. Und auch die Fine. War gut, wenn du das mal googelst. Weil dann ist sie sehr herzogen über Fingernägel, Wimpernliftings und Co., wo ich mir denkt habe, wie bist denn da jetzt? Echt, auf oder? einmal, wo bist denn da hier abgebogen? Also ganz komisch. Sie wollte, glaube ich, damit keine aussagen, Fingernägel, Fine. glaube ich, damit aussagen, dass ein Typ, der Autoliebhaber ist, ein ganz besonderer Mann ist und wenn man erkennt, dass er ein ganz besonderer Mann ist und sie nicht bloß um Wimpernliftings und Fingernägel schert, dann kann man eine Ja. ganz tolle Beziehung haben, weil eine Beziehung ja So auf wie der alle anderen Einbahnstraße Männer. ist. Ja, genau. Männer interessieren, also alle Männer, die ich kenne, interessieren sich ja nur für Wimpernlifting. Ja, das Genau. stimmt. Das stimmt. Genau. Es war auch schön, wenn sie endlich mal ein anderes Thema hätte. Ich habe es vorhin schon gesagt, einfach mal vielschichtig sein. Ja, genau. Genau. Ja, also es war ein Riesentext. Dann habe ich der Fine gesagt, schaut euch das Video nochmal in Ruhe an und lies auch die Caption und die Überschrift. Es geht nicht um einen Fahrer. Dann schreibt Fine, schön, dass ihr die Überschrift im Video verändert habt. Fine, ich habe Bruder. die Überschrift im Video nicht verändert, weil das geht im Nachhinein gar nicht. Dann habe ich sehr lachen müssen, weil sie jetzt checkt, dass sie falsch liegt und dann wiederum uns vorwirft, dass wir was verändert hätten. Ja, ja. Dass sie es erst jetzt Ja, ja. kapieren hat können. Nein, Fine, nein. Ja. Dann habe ich ein paar Lach-Emojis geschickt.
Davon hat sie sich dann wieder sehr provoziert gefühlt. Ja. Liebe Wellensittiche, ihr müsst wissen, Vreni war da an der Hotelbar und ist da dann angesoffen und hat uns irgendwann mal so geschrieben, ist irgendwie lustig, wenn man an der Hotelbar hockt, ein bisschen was trinkt und mit irgendjemand im Internet streitet. Vor allem, ich war da ja über dem großen Teich. Ich war zeittechnisch 6 Stunden zurück. Um die Uhrzeit, wo ich mich da gestritten habe, was zu Hause, wo die Fine vermutlich war, in der Früh um 4 oder 5 oder so. Ja, echt? Das fand ich halt Ach, nochmal Schmarrn. krass. Ja, 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 Gott, ja. Fine geht heute ins Bett. ja. Echt so. Auf jeden Fall hat sie dann gemeint, sie war für einen kurzen Moment, hat sie gedacht, sie hat Unrecht gehabt, aber ihr seid genau das, was ich dachte. Ziemlich selbstverliebt und glaubt, ihr steht über anderen Menschen. Zur Gunst da nicht eine. Ihr wollt Comedy machen, dann solltet ihr vielleicht lernen, euch besser auszudrücken, dann klappt's zumindest mit der Kommentarspalte. Und by the way, auch wenn ihr aus Bayern seid, passt wird mit P geschrieben, weil ich das vorher mit B geschrieben habe. Weil ich Ja, geschrieben habe, korrekt. passt. Da habe ich auch sehr lachen müssen. Denn ihr müsst wissen, ich bin ein Mensch, ich lege sehr viel Wert auf Rechtschreibung und korrekte Grammatik und Interpunktion. Und wenn jemand schreiben kann, bin das ich. Und wenn jemand Texte, Korrektur gelesen haben will, dann gibt er die mir. Immer. Weil mir springt das ins Gesicht. Also Fine, Ja. mit dir nicht über Rechtschreibung. Wirklich nicht. So selbstverliebt. Oh mein Gott, du denkst auch, du stehst über anderen. Ja, absolut. Mein Ich habe da Gott. die ganze Zeit an diese Taubengeschichte denken müssen, an dieses, man soll sich nicht mit einer, also auch wenn es ein scheiß Beispiel ist, aber man soll sich nicht mit einer Taube streiten, weil du Nein, wärst kannst die du immer Taube. Taube Schach spielen. Ah, genau, Schach spielen, weil du Fast das besiegst die Gleiche. Taube und ja, es ist dasselbe. Und die Taube schmeißt dann trotzdem alle Figuren um und scheißt drauf und sagt ja Guna, so ungefähr. Ja. Und das habe ich mir nämlich auch gedacht, so, du hättest einfach schreiben können, sorry, ich hab's falsch verstanden, Ja. nix für ungut. Ja, genau. Das muss man ja. Erzähl die Fine Geschichte nur fertig. Ja. Also ich war sehr stolz auf mich, weil ich bin auf nichts eingegangen von ihren Vorwürfen, sondern habe immer nur einen ganz kurzen Satz zurückgeschrieben und in diesem Satz habe ich ihr da immer einen Spiegel vorgehalten. Also ich habe dann geschrieben, also genau genommen hast du uns jetzt mehrmals beschimpft und beleidigt, weil du das Video inhaltlich falsch verstanden hast. Sie wirft uns ja aber vor, dass wir selbstverliebt und arrogant und was weiß ich, was ihr da alles eingefallen ist. Und auch davor ja schon. Frauen, die keine Ahnung haben, aber sich filmen. Wie können sie nur? Ich kenne mich auch mit Audi Quattros und ich filme mich nicht. Okay. Ja, dann Fegel, halt dein Audi Quattro, das ist doch Bitte, uns wurscht. geh auf ein Date mit ihr. Es juckt mich nicht. Oh Gott. Ja, es ging dann nochmal weiter, dass sie sich beschwert hat, dass unsere Reaktion sehr herablassend ist. Ja. Wo ich dann wiederum geschrieben habe, du verhältst dich von Anfang an beleidigend und erwartest jetzt im Gegenzug dafür, dass wir höflich und respektvoll mit dir umgehen. Hä? Was ist mit dir? Also ich habe da immer gedacht, also meine Oma hat früher immer gesagt, wenn man in den Wald reinschreit, so kommt schon wieder raus. Ja. War in dem Fall auch so. Nein, sie hat dann nochmal einen Text presst, aber den habe ich dann nicht mehr beantwortet. Da habe ich mir gedacht, okay, Naja, ist der einzige jetzt passt's. Jetzt passt's. Jetzt ist ja gut. Danke Jetzt macht fürs die Gespräch. Hotelbar zu. Jetzt gibt's auch keinen Grund. Jetzt ist mein Bier leer, jetzt gehe ich ins Bett und habe eine gute Zeit gehabt. Danke dafür. Ja, man soll sich ja eigentlich nicht mit Hatern im Internet streiten, aber ich mache das manchmal, wenn irgendein Video von mir schlecht läuft oder so, dann schreibe ich zurück, weil man denkt, die kommen ja immer wieder zurück. Die halten ja das Ganze am Laufen. Ja. Die sind ja der Algorithmus-Pusher. Ja, Und manchmal ist es auch tatsächlich irgendwie auf eine Art lustig. manchmal ist es lustig. Ja. Ich habe Bock gehabt und es war lustig. Sonst, Ja. ich mache das nicht immer.
Also probiert es nicht aus. Probiert es nicht aus. Ich möchte zur Verteidigung von manchen Leuten, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Verteidigung ist, aber ein paar Leute haben eher die Kommentare dann wieder gelöscht. Mein Favorit war der Typ, der gesagt hat, also das ist ja so ein Schmarrn, das ist ja nur dumm und peinlich. Ich habe einen Freund, der vor 10 Jahren einen Audi Quattro gekauft hat und der liebt seine Frau wie kein Zweiter. Ah, Ja, stimmt, ja. das ist schön. Das ist Aber schön. wir reden nicht Es vom geht Audi nicht um Menschen. Quattro-Fahrer. Sondern Es vom geht um den Quattro Audi Quattro. himself. Aber er hat es dann auch kapiert. Ich habe ihn darauf hingewiesen. Und dann hat er seinen Kommentar tatsächlich auch wieder gelöscht. Und dann gedacht, Liebe Wellensittiche an der Stelle, habt ihr eigentlich das kapiert? Ja, was wir geredet haben. Seid ihr quasi hier an der Spitze der Evolution intelligenztechnisch und habt das verstanden? Über andere Oder denkt Menschen. Oder denkt ihr jetzt gerade, ach so war das gemeint? Einfach mal ein bisschen angeben jetzt in die Kommentare. Schreibt's mal, ich hab's verstanden. Ich hab's gleich kapiert. Also ich hab's ja gleich kapiert. Das kann man generell machen, wenn ihr ein wahrer Wellensittich seid, Ja, quasi ja. Wellensittich Ultra, dann habt ihr ja bis hierhin gehört. Und dann kommentiert ihr jetzt, ist uns wurscht, wo, YouTube, Spotify, wo ihr das gerade hört. Wo man Kommentare schreiben kann. Ja. Taubenschach, dann wissen wir nämlich, Sehr gut. dann wissen wir nämlich, aha, ein Wellensittich Ultra. So, haben wir einen Deal? Wir haben einen Deal. Wir haben einen Deal. Danke euch. So, dann haben's wir wieder für heute. Wie es die jetzt gerissen hat. Say German so. Man kennt's, gell? Das machen nur Deutsche. Ja, Auf den ja. Tisch schauen und sagen, so. So. Also nachher, schön, dass ihr wieder dabei wart. Hört uns auch nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Jawohl, wir sind jetzt wieder zurück, wir sind in unserem Rhythmus innen drin. Und wir freuen uns von euch zum Lesen in alle Kommentare auf allen Plattformen. Wir heißen wie immer, nicht wie immer, wir heißen immer noch Wellensittich Stammtisch, Instagram, TikTok, Facebook. Bitte unterstützt uns auf Facebook, YouTube. Ja. Schreibt uns überall, schreibt uns auch gern Privatnachrichten, öffentliche Kommentare helfen uns natürlich noch mehr. Aber ihr dürft uns auch privat schreiben. Ja. Ja, Freuen wir und uns. dann hören wir uns nächste Woche in euren Ohren. Innen drin. Juhu! Yippie! Bis dann. Bis dann. Servus. Für euch. Also sowas hörst du nicht. Pfui Teufel, schalt aus das Klump jetzt.